Freitag. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Es ist wahnsinnig viel passiert diese Woche. Zum Beispiel die havarierte Costa Concordia, das Schiff, das vor der Insel Giglio in Italien immer noch liegt. Die ist wieder aufgerichtet worden. Unsere Freitagsrunde hat spannend mitgeschaut. Der Livestream war noch eindrücklich gewesen. Mal etwas ganz anderes, Peach Weber. Ja, das muss ich auch sagen. Nicht einen richtigen Aufsteller. Ja, und viel gekostet hat es natürlich. Ist es das wert gewesen, Nationalrat Christoph Mörgeli? Wie schätzen Sie das ein? Wissen Sie, Fräulein Lutherschlager, solange es sich nicht nur um ein Kreuzfahrtschiff handelt und vor allem auch nicht um einen Kreuzzug, ist das uns von der SVP so lang wie breit. Und das Schiff ist ja beides, gell? Sie Hauptsache das Aufrichten vom Phallus vom linkskulturellen Grössenwahn Zürich. Also im Hafenkran kostet uns dann nicht so viel, verstehen Sie? Wir schweifen ab. Bleiben wir bei der Costa Concordia. Roger Köppel, Weltwochenmann. Unsere Frage: Lohnt es sich, so ein Schiff für so viel Geld aufzurichten? Das Schiff muss es trocknen, wenn das Schiff wird nass. Um was geht's? Um ein Schiff in links Schieflage, weil es vom rechten Weg abgekommen ist. Könnte mir persönlich nicht passieren. Eine Frage steht ja doch im Raum. Laufen aus dem Schiff gesundheitsschädliche Stoffe aus? Ständerat und Präventivmediziner Felix Gutzwiller, das ist heikel. Überdimensionierte Krane, die das Schiff gehoben hat, stellt alles auf. Und ein modernes Generikum gegen erektile Dysfunktionen wie Männer mit einem grossen Stück. Jeder gestresste Mann hat doch eine kleine Costa Concordia in ihrer Hose. Und auf jeden Fall brauchen wir ein Foto von dieser Aufrichtung für die Viagra-Werbekampagne. Ja, Guten Morgen, Bastian Schiro. Ja, ist ja logisch, Nein, dass Sie sich als grüner Jungspund bei diesem Thema auch noch zu Wort melden. Ja, bitte. Ja, vielleicht zuerst etwas in eigener Sache. Dieser Stau, Herr Gutzwiller, wenn ihr noch ein Motto braucht für die Werbekampagne, ich stehe zur Verfügung. Und bei dieser Concordia seht ihr jetzt mal, wie verschmutzt das Mittelmeer schon ist. Schaut nur mal, wie grusig die Seite ist, wo Wasser gelegen ist. Item. Was sagt man eigentlich weit weg vom Meer zu der extremen Bergung? Ex-Mister und Bergbauer Enzo Blumenthal? Was heisst denn da bergig? Ratata? Ist das Meer nicht da flach? Ist denn der Piz-Palais oder Bernina auch ein Meer? Ratata? Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.